Es ist Zeit für etwas Neues. Ja genau, aber was meine ich eigentlich mit dem? Vielleicht bringt uns das mysteriöse Paket ein bisschen weiter, was ich eigentlich damit meine. Weil eigentlich könnte das extrem viel heißen, was ich da meine. Und ich bringe da gerade die Packung nicht auf. Warte schon. Also, mal schauen, was ich jetzt eigentlich damit meine. Ja, okay. Schön. Was bringt jetzt das Objektiv? Ich meine, meine Kamera kann ja gar kein Objektiv an tun. Okay, machen wir mal weiter. Ich habe da eben nochmal so einen Sack und ich weiß nicht, von wo der ist. Also doch, ich weiß, von wo das ist, aber ich weiß irgendwie nicht, was jetzt das genau sein. Das versagt gerade die ganze Überraschung. Jetzt kommt raus. Genau, ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Boah, ihr wisst nicht, wie aufgeregt ich gerade bin. Also genau, wie ihr gesehen habt, habe ich EOS 77D gekauft. Ich hatte die schon lange im Auge gehabt, halt. Also schon seit einem Jahr, eigentlich seit sie rausgekommen ist, habe ich schon gedacht, okay, das ist sicher eine Kamera, die ich mir überlegen könnte, dass ich sie mir kaufe, weil ich finde es eigentlich, weil der grösste Bruder, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der grösste Bruder ist die 80D und die ist 200-300 Franken teurer und halt älter, plus sie kann für mich nicht so viel mehr, dass sich der Aufpreis lohnen würde. Und darum ist mir halt die ganze Zeit ins Auge gefallen und jetzt, boah, jetzt ist sie endlich da. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen an mit Auspacken. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob alle Kameras laufen und so. Ist ja klar, dass das zuoberst ist. Zuerst mal ein mega dickes Handbuch, wenn ihr das gesehen habt. Da. Ja, ich glaube, das lese ich nie durch. Das können wir mal auf die Seite legen. Übrigens, das Setup ist voll so einfach alles irgendwo von allen Seiten so zusammengekramt. Da hat es ein Stativ, das extrem schräg steht und ich Angst habe, dass es in dem Moment runterfällt. Dann da das Mikrofon und da irgendwie mein Handy, damit einigermaßen von der Seite kann filmen und so, und halt die Kamera. Es ist sehr einfach alles DIY eigentlich, weil der Tisch steht auf Büchern. Okay, ich höre jetzt aufreden, ich mache jetzt endlich auf. Boah, also zuerst mal das Kabel. Boah, ich weiß gar nicht mehr, dass die letzte auch so war. Also das Kabel, darf natürlich nicht fehlen. Tun wir das da auf die Seite. Dann Akku. Boah, der ist ja voll schön. Warte, ich muss euch schnell meinen alten zeigen. So. Mein alter Akku sieht so aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist so voll der graue Akku, der halt einfach extrem hässlich aussieht. Und jetzt hat es halt einfach so voll den schwarzen, ja okay, es sieht blau aus, so voll den schwarzen, schönen Akku. Wow. Okay, machen wir mal weiter. Boah, ich bin so aufgeregt. Was haben wir da noch? Ich weiß gar nicht, wann ich anfangen soll. Da haben wir noch die Ladestation. Dann, was ist das? Oh, das ist das Objektiv. Ich kann es eben, das ist nicht einfach nur der Body, sondern das ist mit dem Kit-Objektiv, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Da steht es auf dem Kopf, es ist einfach mit dem Objektiv da. Weil es kommt billiger, wie wenn man es dann halt separat kaufen würde. Oh, den habe ich schon lange wollen. Ich kann sonst ein Foto einblenden, bei mir ist es voll so der möchte gerne Profi-Bundle und jetzt habe ich endlich so einen dicken wie jeder andere, das hat zweideutig drin. Und dann haben wir da natürlich den Body. Oh Mann. Hat es noch etwas drin? Nein. Dann tun wir das auf die Seite. Natürlich, wie das üblich ist, tun wir zuerst die nicht so wichtigen Sachen auspacken. Und erst am Schluss dann die Kamera. Der Akku. Boah, ist der schön. Boah. Von dem muss ich mir noch einen zweiten kaufen, weil ich finde es immer praktisch, wenn man halt zwei Akkus hat und nicht nur einen. Weil einmal ist er, beim ersten Kendama-Video ist er während dem Dreh aufgegangen. Leer gewesen. Und darum haben wir die letzte Shot da, wo wir so zusammen Tricks gemacht haben, darum haben wir den halt in meinem Zimmer gemacht und nicht draussen, weil eigentlich ist er plan gewesen, draussen zu machen. Aber wir haben keinen Akku mehr gehabt und dann, ja. So. Das ist das Bundle. Boah, der sieht so cool aus, sogar mit EOS und so, das ist, sorry. Dann das Kabel. Das ist eigentlich extrem nicht spannend, aber ich finde es jetzt gerade so cool. Wenn wir das mal aufmachen. Falsche Richtung. Man sieht, ich bin voll der Profi
Unboxer. Ich bin auch wieder da. Ah, es wäre doch auf die andere Seite gewesen. So. Das Kabel eben. Ja, die Ladestation. Wieso ist da alles so cool und schwarz und elegant? Boah. Bei mir ist es so voll rund und hässlich und glänzig. Mann, ich freue mich über das Aufladegerät. Dann kommen wir zum ersten Objektiv. Das ist eben das Kit-Objektiv, das 18 bis 55er. Oh Mann, weil das Coole ist eben, also das ist, hat ja eine kleine Range, 18 bis 55 zeigt eben an, von wo bis wo dass man zoomen kann. Und das ist eben, das ist eben so, das ist nicht wahnsinnig viel, vor allem verglichen mit dieser Kamera, weil die kann halt extrem weit zoomen. Also die hat einen 65-fachen Zoom und das hat keine Ahnung, ich blende so schnell ein, aber das ist irgendwie nicht mal über 10-fach das da. Und das ist halt schon krass, aber das ist eh so bei der Spiegelreflex gibt es kein Objektiv, das halt wirklich extrem weit kann zoomen kann, ausser man hat so ein Objektiv, aber ja. Dann, soll ich jetzt zuerst das aufmachen oder soll ich jetzt die Kamera aufmachen? Ich mache das auf. Dann haben wir da Wiederanleitungen, wo, naja, wenn wir jetzt hier schauen. Wow, ist das so? Das ist eines der billigsten Objektive und trotzdem finde ich zumindest eines der besten. Weil das hat so einen schönen halt Hintergrundunschärfe, weil es halt einfach so Blende so weit auf kann machen. Übrigens, wenn ihr wollt, dass ich irgendwie ein Video mache, wo ich das alles erkläre, was die Sachen alles können und was heisst und so, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich bin halt schon irgendwie ein Geek, also ich kenne mich jetzt nicht perfekt damit aus, aber ich bin halt schon recht fasziniert von dem und darum, falls ihr wirklich ein Video seht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber boah, das ist so unglaublich herzig. Boah. Ach Mann. Wow, und so schön auch. So. Dann wir das einmal auf die Seite. Ich hoffe, die rollen nicht auf den Tisch, aber jetzt kommen wir zum Body. Aber die Kamera könnte ich eigentlich auch mal brauchen. So extra so zeigen. Boah, scheiße. Das ist so krass. Weil ich träume schon seit Ewigkeiten davon, die Kamera halt zu kaufen. Übrigens, wenn ihr jetzt denkt, oh, ich bekomme das alles nur von meinen Eltern oder das ist nichts selber gezahlt, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe das da alles selber gezahlt und ich habe jetzt wirklich etwa seit 1,5 Jahren eigentlich auf die Kamera gespart, weil ich schnell mal gemerkt habe, dass die Kamera zwar gut ist, aber halt einfach nicht auslangt für das, was ich mache und halt einfach nicht so. Es hat nur ein Objektiv dran und da kann ich halt wirklich wählen, was für ein Bildlook ich erzeugen und so und darum ist die halt einfach in allen Wegen besser. Ja, egal. Ich habe aber wirklich schon seit 1,5 Jahren darauf gespart und etwa seit einem halben Jahr wirklich extrem fest jeden Monat Geld auf die Seite gelegt, damit ich das halt kann kaufen halt. Also es ist wirklich nicht, es sollte jetzt auch nicht demotivierend sein, irgendwie, dass ihr halt teure Gegenstände seht und denkt, ah, der hat doch das Geld auf der Welt, um sich das zu kaufen und so. Ich habe wirklich eine recht lange Zeit darauf gespart und darum, ja, das hat mir auch ein bisschen gezeigt, dass man halt, wenn man wirklich etwas will und auf etwas hinspart, dass man dann auch wirklich das erreicht. Oh, das ist so krass. Es ist einfach so eine schöne Kamera, auch der Bildschirm und alles ist so neu. Wie das tönt? Das ist so. Oh. Nehmen wir mal ein Objektiv dran, würde ich sagen. Ich weiß nicht mal, wie man das macht im Fall. Also wie man das richtig macht. Ist das schon gewesen? Ah. Professioneller Fotograf am Start. Das ist so cool. Jetzt lade ich die Kamera, glaube ich, mal auf. Wobei. Ja, ich lade die Kamera schnell mal auf. Oh, und ein paar Cinematics von der neuen Kamera mache ich natürlich auch, damit ihr halt so ein bisschen seht, wie sie aussieht und so. Auch von der neuen Objektiv würde ich ein paar machen. Darum schreibe ich extra unten links an, ob es die alte Kamera ist oder die neue Kamera, damit ihr halt so ein bisschen schauen könnt, welche wie aussieht. Und wenn es die neue Kamera ist, schreibe ich noch an, welches Objektiv das ist. Darum zum Verständnis, das da ist das 18 bis 55er, weil man kann damit zoomen halt, weil das zeigt die Zoom Range an. Das ist F4 glaube ich.
Und das da ist das 50mm 1.8, das ist eben fix. Darum hat es nur eine Zahl und man kann halt nicht zoomen damit. Aber ja, bevor ich jetzt zu viel rede, da ein paar Cinematics für die neue Kamera. Also, es ist jetzt schon der nächste Tag, aber ich habe Zeit gehabt, mich ein bisschen mit der Kamera halt so zu befassen und so. Und irgendwie, ich bin extrem positiv überrascht eigentlich. Ich bin da ein bisschen durch das Menü durchgegangen und nachher habe ich so plötzlich so Einstellungen gefunden. Plötzlich, also zum Beispiel hat es so geheißen, ja, Kontrast verändern. Und ich so, hä, das habe ich bei der alten Kamera gar nicht können. Und auch sonst, ich meine, die Kamera hat, glaube ich, 3 Menüseiten und die da, warte, ich ganz schnell schauen. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15. 15 Seiten voller Menüsachen. Und dann gibt es halt auch einfach so kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass halt die SD-Karte da ankommt und nicht da unten. Das heisst, wenn ich so eine Platte habe, dass ich die nicht jedes Mal wegnehmen muss, um die SD-Karten einfach auswechseln. Weil bei dieser Kamera habe ich das machen. Auch sonst, durch das das Teil, das ist ja vom Stativ, durch das es so schön in der Mitte ist. Früher, wenn ich den Akku wechseln wollte, habe ich die Platte immer wegnehmen und jetzt kann ich da einfach aufmachen und der Akku ist da. Wie praktisch einfach. Und auch sonst, dass es da halt so einen Fokusring hat, der mega praktisch ist. Und der Autofokus ist generell mega schnell. Ich habe das mal ein bisschen getestet und geschaut, was der Unterschied ist. Und klar, der Fokus von dieser Kamera ist auch schon recht gut, aber ich habe dem Fokus habe ich nie vertraut. Darum habe ich amigs immer den Fokus am Anfang bei meinem Gesicht halt gemacht und gelockt, damit er halt nicht weggeht, weil ich genau gewusst habe, dass der sonst pumpt und danach sucht. Und bei dieser Kamera habe ich das bis jetzt eigentlich erst 1 bis 2 Mal gehabt, dass die wirklich pumpt, weil sie den Fokus nicht gefunden hat. Und vor allem bei dieser Kamera merkt man auch, dass der Fokus dann verändert wird. Jetzt da seht ihr ja ein paar Beispiele, weil bei dieser Kamera hat man halt einfach keinen Unterschied gesehen bei der alten, oder fast keinen Unterschied, außer ich habe wirklich einen Gegenstand extrem nah vor der Kamera an. Und da merkt man den Unterschied schon, wenn ich irgendwie 10 cm weiter vorne etwas habe. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, ich versuche das euch schnell zu zeigen. Wenn das Ding fokussiert, also das Objektiv, dann hört man das ein bisschen. Ich versuche das euch mal zu demonstrieren. Okay, ich hoffe, das hat man gehört, aber es ist halt ein bisschen laut, was man hört nämlich schon, dass der irgendwie mit dem Motor halt am Arbeiten ist und so. Aber irgendwie finde ich es halt auch nicht so schlimm und das ist ja eigentlich auch mehr ein Fotografie-Objektiv und darum kann ich, man sollte es halt einfach in Betracht ziehen, aber ich meine, das war ja nur etwa 100 Franken gewesen, das Objektiv, darum für mich ist es völlig okay. Ihr seht also, ich habe sehr viel Spass an dieser neuen Kamera. Aber ja, bevor ich jetzt anfange, eine halbe Stunde darüber reden, was mir alles so gefällt an dieser Kamera, weil ich glaube, das Video wird sicher wieder 20 Minuten oder so lang sein, hoffe ich, euch hat das Unboxing gefallen, mal ein bisschen anders mit so einem extrem improvisierten Setup. Aber ja, ich bin recht zufrieden mit der neuen Kamera, auch von den Fotos, die bis jetzt entstanden sind, die sind einfach, keine Ahnung, sind einfach super. Aber ja, dann würde ich erst sagen, ist das mit dem Video, ich habe das schon mal gesagt und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ach, ich liebe die Kamera, es ist einfach so...